Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge FC Basel Karrieremodus. Wir fangen gerade wie dort wieder an, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich nehme gerade alles auf, weil ich im Moment auch allein daheim bin. Das heisst, ich habe unser Haus für insgesamt 2 Wochen allein. Ja, meine Eltern sind gestern gegangen und ich bin gestern wieder heimgekommen und ich bin insgesamt 3 Wochen allein ohne Eltern. Mal schauen. Das müsste chillig sein. Und nein, ich mache natürlich keine Hausparty. Ich bin anständig gezogen worden. Wieso springen sie mich da um? Für den Watschlik erhalten wir da wieder ein Angebot von Depot de la Corona. Aber es ist für uns uninteressant. Es wird nur eine Transferfolge. Je nachdem wie weit wir kommen. Und sie haben kein Interesse am Kevin Buhr uns zu geben. Okay, Bayern will den Özil. Jetzt rattert es da ein. England in für mich im Moment uninteressant. Nasreli will uns also mehr kalt haben. Und West Ham bietet einfach mal 11 Millionen. Nein, da war die 20k. Obwohl, scheiße, hoffentlich geht er jetzt wirklich nicht. Ich habe Schiss, dass es wirklich geht. 12 Millionen haben wir gesagt für den Embolos. 4,7, das ist doch uninteressant, vor allem wenn es schon. Also, 4, das haben wir jetzt gekommen. Ich gehe zu Fernsehen. Oma Gaber will Dingen haben. Seine Rolle. Er wäre ein Rotationsspieler. Mann, je nachdem was er für eine wäre. Argentinien tun schon zurückgerufen. Der auch. Das warten wir jetzt mal, das ist uninteressant für euch. Ich will eher jetzt die da, wo für uns inner interessant sind, mal untersuchen. Bis Ali will mehr Geld hat, 8000, aber kann sagen, ja, das ist nicht viel. Das kann er haben. Er bleibt Rotationsspieler. Er ist schon wichtig, aber nicht, gar nicht viel, sonst habe ich nur noch Probleme mit dem Ding. Dann schon auf Wunschliste will ich gerne alle. So, jetzt gehen wir mal schon ab für Boa. Ah, da warten wir noch. Da sind schon abgegeben worden. Wir können leider nicht holen. Das wird wahrscheinlich erst im Sommer sein. Wieder zu viel. 9,5 Millionen. Scheiße. Und 25 Millionen. Ich weiß nicht, wer ich für zu viel könnte holen, aber wahrscheinlich finde ich schon jemand. Ich habe im Moment gar nicht geschaut. Molde akzeptiert die 3 Millionen. Der will 30.000 haben. Okay, warte. Embolo verlängert nochmal um ein Jahr, weil Ati freut sich, dass er nochmal spielen hätte können und also die haben ja Ding noch. Dann schauen wir noch schnell. Und PSG hat das Ding gewonnen. Hulk haben es gekauft. Da will ich mal 20 Millionen mal Ligameister KV-Phase erreichen. Machen wir, wenn das Halbfinale erreichen. Ist mir jetzt egal. Wir werden das Halbfinale erreichen. Klar, das ist schon das Finale die Haie, wo wir natürlich erwähnt haben. So, und dann schauen wir mal. Moldet akzeptiert da. Okay, ist ja ein bisschen viel gewesen. Hahaha. So, 5 Millionen, 6 Millionen, 6 Millionen, 5 Millionen. Zürich will 500.000 haben, da können es von mir aus haben. Dann machen wir 250 mal. So. Jetzt schauen wir schnell, dass mal mehr Geld hier kommt. Machen wir mal 10 Millionen. Nein. So. Böstler. Nein. Da. So, Zürich Insel haben wir gemacht. Die waren 6 Millionen. Nein, ich habe gesagt, ich will 12 Millionen. Tut aber zu viel auf dem Tisch und jetzt sind wir dabei.
3 Millionen muss ich am Schluss haben, schauen wir schon wegen dem Budget da. Wie viel? 3 Millionen, scheiße. So, ich kneipe. Nehmen wir es mal schon so. Dann schauen wir mal, wer wir verkaufen könnten, der bei uns nicht so häufig spielt. So. Mit Samuel Akanji. Das ist im Moment ausgelehnt. Oh, bin auf falsch Trip da. Mein Transfers. Da. Machen wir schon Alter mal. So. Veilati, wenn wir verkaufen. Delgado verkaufen. Na, lassen wir jetzt mal Janko. Können wir leider nicht. Obwohl, dann können wir wieder das Transferliste da. Die können auch mal auf Transferliste tun. Der will ja nicht wegschmeißen. Ich bin jetzt, sagen wir mal so, ich bin nicht so Fan von dem. Ja. So ist gut. Oder Leute, warte, ich muss schon schauen, ob jemand recht viel Kohle frisst, weil da habe ich keinen Bock. 60.000 suche ich, der geht auf 50.000. Oh je. Kuzmanovic frisst auch so viel. Meine Fresse, die will ja mal wegfliegen, hey. Bah. So, weiter. Schmand Unisand. Nicht so viel wert, das ist klar gewesen. Auch Watschlik. 5 Minuten warten wir mal. Nasali ist wieder so. Und wir bekommen 5 Millionen und das akzeptieren wir gerade sofort. Das ist gut. Und der Omar Gaber kommt also zum FC Basel. Nächstes Jahr, ab dem Sommer, der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler. Stimmt soweit nicht, wenn wir als Rechtsverteidiger nutzen. Augsburg bleibt dran. Jetzt machen wir mal das Angebot für 11 Millionen. Ich bin nicht gerade nicht so zu sagen, dass er nicht so kommen. El Younousi könnten wir jetzt mal holen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es jetzt möglich wäre. Ja, man kann es anpassen. Nice. Also El Younousi wäre ein Transfer, den man könnte holen. Kevin Buch will ich auch noch überzeugen, dass er zu uns kommt. So, also. Fangen wir an. Nicht in Ernst. Das ist doch nicht in Ernst. Luca Zuffi wechselt zu West Ham für verdammte 20 Millionen. Leute, das kann jetzt doch nicht sein. Fuck! Mann! Scheiße! Ah! Ja, Gladbach könnt mich mal. Da, 20 Millionen könnt ihr nachher. Ich habe nicht gedacht, dass sie das jemals. Das ist 12 Millionen über seinem Transfer. Geld, also Marktwert, meine ich. El Younousi, was? Ah, der will wissen, was er für eine Rolle hat. Ei, das ist doch nicht unglaublich. Er wäre ein wichtiger Spieler. Scheiße. Aber ich muss schauen, ob ich ihn überhaupt ersetzen könnte. Jetzt statt der Zuffi. Scheiße. Da wäre der Franz und neben Pickel oder neben Delgado halt. Und ja, oder der Xhaka, aber ich brauche trotzdem einen, der gut ist. Ei. Jetzt hoffen wir mal, er geht nicht. Zürich akzeptiert die 55.000, super. Der will auch nur 3.100 haben. 4 Jahre. Und der wird bei uns Rotationsspieler. So. Er ist nicht so viel wert, und er ist nicht so viel wert. Jetzt hoffen wir einfach, dass der Zufall nicht wechselt, weil sonst haben wir das Problem. Da nehmen wir jetzt heute mal die Jungen wieder dran. Das heisst, Ite bekommt Chance, Sporer bekommt Chance, vielleicht mal auf 70 umzusteigen. Also erstmal auf die anderen zwei Stats. Hunziker natürlich auch.
Da natürlich die zwei Jungen, die wir da noch haben, Garcia und der Klaus. So, jetzt haben wir mal die jungen U20 Training so genannt, also der Sport ab 20. Stats gehen durch, da trainieren wir nochmal auch nochmal. So, es ist noch nichts gekommen vom Zuffi. Das sagt etwas. Im Moment warte ich nur auf das. Da bietet es mal 23 Millionen nochmal, also 24 Millionen, oh 21 Millionen. Nein! Ich gehe jetzt mal runter. Und Luca Zuffi ist echt weg. Luca Zuffi ist echt weg. Heieiei, das heisst, wir müssen uns einen neuen Spieler holen für den Luca Zuffi. Dann mache ich nachher schon einen kurzen Cut. Und dann schauen wir schnell, wen wir holen könnten. Elionussi würde akzeptieren, wie der Kevin Bua auch. Der Watschlik sind immer noch dran. Mach mal das 10 mehr und dann kannst du ihn haben. Der Athletic Bilbao ist eigentlich nicht so der Faggot. So, ich glaube, die zwei akzeptieren wir mal. Kevin Bua natürlich Spieler und der Elionussi auch. Da haben wir zwei linke Mittelfeld, das heisst, Bajanason bekommt da nochmal ein bisschen Action an der Büchse. Machen wir jetzt kurz Cut und dann schauen wir nochmal, schnell, wer wir für den Zuffi holen könnten. So, wir sind zurück. Granit Xhaka habe ich einfach als Witz mal angeschaut, weil das wäre noch cool, wenn er jetzt wieder zurückkommt, aber das ist nicht so gut. Transferangebot für Watschlik, schauen wir jetzt nochmal drin. Wir haben ein paar Talente, ein paar ältere Leute, ein paar, die Erfahrung haben, ein bisschen reingeschaut. Ich habe die italienische Liga geschaut. Die deutsche Liga gibt es auch viele Leute, beispielsweise Heuberg, die interessant wären, aber also bei Neapel gibt es halt brutal viele Leute, die kannst holen. Zum Beispiel wegen Gabardini habe ich jetzt mal, ich hatte Gabardini, Jorginho, Insigne natürlich auch, was wahrscheinlich nicht der Fall wird sein. Ein Favorit hätten wir, und zwar der Juri Tielemans, der natürlich zu uns kommen könnte, aber da wollen sie aufhören mit Angebot für den Watschlik. Und die verstehen nicht, dass der feste Preis 12 Millionen ist. Wenn sie da nicht verstehen. Ja, Bilbao will nicht, das war ja klar gewesen. 7 Nachrichten, jetzt schauen wir mal hier. England. Schauen wir jetzt mal hier. Also Neapel lehnt das für den Insigne natürlich ab. Anderlecht akzeptiert die 10 Millionen für Tielemans direkt mal im Anschluss. Das ist ja super. 4 Jahre und der wäre bei uns ein wichtiger Stammspieler. Würde das ankommen, was das Ding ist. Der Jorginho würde auch kommen für gewisse Millionen. Der ist viel zu teuer. Das lehnen wir ab. Stock City für Shaqiri, habe ich nicht gedacht, an der Rückkehr könnte natürlich brutales ZM passen. Die bieten immer die gleiche Summe für 65 Millionen, aber ich will 7,3 kann die sogar verlangen. Ich will aber mal jetzt mal 10 kommen. Ich habe Angst, ich schwöre, ohne Witz, Leute, das glauben sie nicht. Also, allem Armstrong natürlich ins Land, aber jetzt mal unser Land für uns. Hauen wir schon durch. Das ist alles interessant für uns. Was? Williams? Nö. So sieht es bei mir aus, wenn ich Leute dann suchen bin. Wenn man dann wirklich einen hohen Standard, man könnte schon Leute holen, die gewisse Stärke haben. Das heisst, es ist nicht so, dass wir jetzt schwache Leute holen. Also unter 70 kaufe ich mittlerweile keinen mehr. Außer ist das brutales Talent, wie der Oedegaard, der jetzt 69 ist. Und Klaus Arns steigt in allen Sets, das ist stark. Gut 56, Garcia auch mit 62. Die Jungen lassen wir jetzt mal
Und Cataldi! Also die Jungen lassen wir mal trainieren und Cataldi wird akzeptieren. Das heißt, wir schauen da mal jetzt. Cataldi wird auch natürlich ein bisschen günstiger sein mit seiner 3 Millionen. Malaga 4,3 Millionen. Nein. Ich würde sagen mal 10,3. Ja. 100 Millionen. Das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, dass Basel etwa kauft für 100 Millionen. Außer bei den Investor oder so. Wolfsburg 6 Millionen. Oh. Die kommen näher. Und der Benaldi ganz komisch. Für die Leute, die auf der Transferliste haben, will niemand haben. Gabbiadini wird auch, aber das ist auch viel zu teuer. Ich bitte zwar mal das 50 Euro hat. Aber ich denke nicht, dass er die 3000 kann man schon noch in 54 denken, dass er das akzeptiert. Tielemans würde gerne eine größere Rolle spielen. Wichtiger Stammspieler, also essentiell sogar. Komm, mit dem Franz und sonst so gute zwei Talente. Da würde ich nehmen. Ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich breche aber nachher gerade mal ab. Ich bin hier am Vorproduzieren, weil ich die Woche am Arbeiten bin, dass die Folge kommt. Also heute kommt FIFA Academy Mode, zwischen Sonntag. Montag kommt Rocket League. Das heißt, die Folge wird am Dienstag kommen. Da könnt ihr euch freuen, Dienstag und am Donnerstag kommt wieder, am Samstag kommt, am Sonntag kommt die letzte Folge von Rocket League, weil dann kommt es wieder zu den Vlogs. Und ich bleibe zum Moment bei einer Folge am Tag, wenn es mir passt, mache ich mehr. Cataldi wird natürlich wichtig, Stammspieler, ein Rotationsspieler. So. Oh, egal, jetzt habe ich mal das gleiche gemacht, mal schauen. So, England wieder mal. Nicht so viel wert. Du bist ein Star, ja, du bist auch ein Star, ey. Ich hasse die Leute, die so mit Parang bist du kein Star mit 18. Die waren 8. Und Hellas Verona wird auf 5,5. Nö, ich will 2 Millionen. Quatsch. Wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal auf 11, aber wahrscheinlich nehmen wir das an. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Ich könnte mir jetzt noch gut vorstellen, dass sie es annehmen. Nein. So. Komm. So. Watsch, wieder mal. Sagen was. Hellas Verona will nicht. Watsch. Wolfsburg will auch nicht. Tielemans akzeptiert. Warten wir noch kurz einen Moment. Cataldi möchte nicht sich neu orientieren. Aber der wird schon ein bisschen mehr kalt als. Ja. Jetzt müssen wir schon schauen. Watsch, kommt wieder das Angebot. Ja, super. Da kann ich gerade verdoppeln. Hei. Ich tue mal, warte jetzt kurz, wir machen die Folge mit Transferzeit, machen wir heute noch fertig. Dann geht es wieder Richtung Sommer, Richtung Meistertitel hoffentlich auch. Wir schauen nachher, wie es weitergeht. Es wird halt eine längere Folge, ist mir aber egal, ich habe gerade richtig Lust und ich habe das Ding jetzt gerade teilen. Zakaria wäre auch noch ein interessanter Spieler, Watschlik, ich lehne es einfach ab, es ist mir echt zu blöd, jetzt jedes Mal 12 Minuten zu bieten. Nein, was 4,7? Die haben doch letztes Mal 5 Millionen Angebot gemacht, so gehen wir runter. Oh. Da gehen wir jetzt noch schon mit. Dann holen wir, also falls der Watschel geht, holen wir also Donnarumma, falls. So, Celta Vigo, 8,5 Millionen, ja, haben wir gesagt. Zakaria wäre natürlich als ZM, da sehen wir noch, weil ich gesehen habe, noch Marone, Cataldi, Gabbiadini, Jorginho. Haben wir noch jemanden vielleicht noch? Tielemans haben wir soweit fast. Buffal wäre natürlich auch interessant, aber der kann nicht hinterspielen. Jetzt Cataldi oder Tielemans, ich nehme Tielemans.
Weil Cataldi will zu viel. Und das heisst, wir haben also einen Ersatz, das ist der Juri Tielemans, der zum FC Basel wechselt. Und der Cataldi lehnen wir dankend ab, obwohl er viel zu viel Geld will. Wir zahlen beim Tielemans ein bisschen mehr Transfergeld, aber dafür, auf weiter gesehen, haben wir ein bisschen gespart. Also wir haben 7 Millionen plus gemacht. Wenn man das sieht, dass wir den Trophy verkauft haben, dafür ist der Ding noch... Oh, der Watschlik. Nein, das kann doch jetzt sein. Der Watschlik geht wahrscheinlich für 10 Millionen nach Celta Vigo. Super, oder? Das ist doch unglaublich. Wir verlieren einfach 2 Leute. Wir verlieren einfach 2 verdammte Leute. Meine Fresse, als ob er jetzt bis... Also wenn jetzt bis Celta Vigo geht... Ah, Kacke. Das ist unglaublich, was mir da die Folge alles passiert. Ich lehne sie nicht ab, ich wäre sie schon, aber gerne zum Verkaufen, weißt du? Das Problem ist einfach, du machst Angebot hoch, denkst du, ja, das passiert sowieso nicht, oder? Und dann, back, und dann nehmen sie es, oder? Und das sollte Vigo überhaupt watschig gewinnen. Nein. Ja, und der ist jetzt weg, super. Ja, und dann alle akzeptiert, oder? Ja, super. Also, das heißt, welcome Donnarumma wahrscheinlich, hoffentlich. Sonst haben wir das Problem, wenn der Donnarumma jetzt irgendwie kommt. Oh. Ne, da. Nein, das auch nicht. Da. Donnarumma, please come to us. Ich biete jetzt einfach mal 8 Millionen. Doppelter Marktwert. Das ist etwa für das, was der Ding gegangen ist. Das heißt dann oh, wir haben noch 5 Tage. Milan akzeptiert, super. Gerade Turbo machen da. Oh nein, nicht. Boah, 9 Millionen gehalten. Alles klar. 4 Millionen und der wäre auch ein wichtiger Spieler. Dass er bei Milan nur sporadisch spielen wird, das ist unglaublich. Donnarumma nicht ab. Nein, jetzt fällt das lange Kribbel an. Er möchte sich nicht neu orientieren. Ich gebe nochmal 10.000er mehr, 4 Jahre. Und er ist ein wichtiger Stammspieler. Das heißt, er wird in der Liga spielen, er geht wieder international. Ja, super, oder? Und er akzeptiert, das heißt, wir haben also einen neuen Goalie, der Donnarumma kommt also für den Watschik, oder also im Schluss noch recht schnell. Nochmal. So, jetzt schauen wir mal, was wir so angestellt haben, die Liga. Wir haben 2 Abgänge, sind 30 Millionen insgesamt Zufi und Watschlik. Und, oh, und 21,45 Millionen Zugang. Das heißt, Gaber, El Yunusi, Bua, Tielemans und Donnarumma sind unsere Helden. Wir haben den dritten teuersten Transfer. Und wir haben danach, dass Safari wechseln wird. Der wird nach richtig West Bromwich ziehen. Das ist auch gut. Oma Gaber kommt ja erst nach dem Sommer. Philipp Degen Transferangebot und das jetzt. Das heißt, wenn Anschi Matschkala, ich nehme es jetzt mal an, ihn nimmt, dann nehmen wir den Saidi Janko. Bahnt sich also nochmal einen Transfer gegen den Schluss an, das wird jetzt spannend. Hei, was passiert alles in dieser Folge? Saidi Janko kommt er zum FC Basel, das ist jetzt die Frage, oder Callum Pedersen oder doch der Jamie Kochanov. So. Jetzt schauen wir mal. Er geht, der Philipp Degen, das heißt, wir haben da jetzt die 2 Callum Pedersen oder Saidi Janko habt ihr euch gewünscht, das halt, hoffen wir, holen wir ihn auch. Auf den Callum Pedersen hau jetzt auch noch die 1,6 aus, was sie wollen. Der schneller ist, nehme ich an, also... Der schneller ist, wer ist schneller? Oh, hey! Und beide akzeptieren, okay. Beide akzeptieren, das heißt, da gebe ich 10.004 und der wird wichtiger Stammspieler. Ja. Und Hertz akzeptiert auch, der wird auch 10.000.
Und gegen den Schluss bekomme ich alle Wunder wieder, das ist unglaublich. Auch wichtiger Stammspieler. Callum wäre halt recht stark von der Breite her und Seidi Janko wäre natürlich einer, wo ihr euch gewünscht hättet. Hey, jetzt schauen wir mal. Und beide akzeptieren. Beide akzeptieren, das heißt, wir nehmen den Seidi Janko an, nach eurem Wunsch vom Five Breads, glaubt ich es. Und Callum Patterson, Entschuldigung. Du bleibst leider mal erstmal durch. Seidi Janko wechselt also zum FC Basel, so wie es euch gewünscht habt. Transfer also am letzten Tag. Und Alaba wechselt mal etwas Neues nach Juventus, oder? Hulk eben nach PSG. Silva auch nach PSG, also 2 Flügelspieler. Ja, das ist jetzt uninteressant. So, 3 Stunden. Wahrscheinlich wird noch nichts passieren. Benzema sagt, ich bleibe. Letzte Stunde ist abgebrochen und das ist es. Also vom Basel Karrieremodus für heute mal. Für heute mal im nächsten Folge geht's weiter gegen den FCZ und gegen Luzern und wir werden die 2 simulieren. Nein, das gegen Zürich tun wir simulieren und gegen Luzern spielen wir. Da kommt wieder eine Folge, dass man gegen PAOK spielt. Dann natürlich Lugano und PAOK. Lugano simulieren, PAOK spielen. Zürich wieder, dann, das Zürich zweimal im Monat. Dann spielen wir gegen Norwegen und gegen Polen ist es, glaube ich. Ja. So, und der letzte Spieltag wie gegen Lugano, die heiße. Ah nein, gegen Luzern auswärts, leider. Ja, das ist also für die Folge. Es ist leider ein bisschen längere Folge. Wer also im nächsten... Wenn ihr gesehen habt, wer in der nächsten Folge sich durchsetzt in die Startelf, dann schaut die nächste Folge